macht der Hausmann aus Kaken. Und die Stückskes, die ich nur lesen will, ich würde sagen, immer die Zeit vielleicht 100 Jahre so zurückdrehen. Ne? Also bloß, dass er Bescheid wird. Ne? Das ist der oude Tag van Moerfurt. Das ist beim Professor Florax. Driekes und Annemieke houden een huske und ein paar mooie eiendom. Sie waren brav und fleißig. Aber Annemieke war jetzt een Nuursel. Und darum war doch gut, dat Driekes der dumm op der Bühel heel. Und durch Rosch dreimal umdrehte, ihr Herr im Utjof. Wenn sein Frau ens jetzt rief mit Fett und Fleisch umging und eine Erpel mehr schelde als gerade nötig war, da sah Driekes immer, Annemieke, Annemieke, van die Huse kann der Schorstein nicht verroken. Du musst an der oude Dag denken. Wir moeten sparen und uns Pfennige beneden houden. Dat voor je hand, wenn der oude Dag kommt. So wird gespart und die Lütjes wurden dabei immer spitzer und magerer. Aber der Bühl mit den gesparten Pfennigen und Grosches, der wird immer dicker. Eens, wie Driekes nicht heim war, du kwam in de Bettler an die Tür und fragte sie ein Schnitt Brot. Annemieke had een jood had und joof der arme Mensch in Boterham mit Jetekäse drauf. Du wunget dann mit dem an de Stüten und fragte ihm, hoe wann dat er wür und wie heesde. Ich bin van Moerfurt, sagte der Bettler, und schrieb mich da. Aber da ich al jet bij Jahre bin und al die rote Kinder han, sagen sie für mich der oude Dag. Wat? Riep Annemieke du. Ihr zit der oude Dag? Dat treft sie ja wel jood. Driekes het al duks van u gesproken. Jahre und Jahre han voor u gespaard. Wat ben ich froh, dat ihr nu endlich kommen zit. Verder wat? Ich jang einfach ihre Deel holen. Damit liep Annemieke naar de kamer, kreeg der Bühl mit dat Geld und het Bett strühen und joof der Bettler mit alles, wat drin war. Der deed sie vielmals bedanken und moog sie uit de stof. Wie het nu avond wordt en Driekes naar heim kwam, liep Annemieke hem al boete op de dorpel tegen en riep: Driekes, Driekes, denk eens aan de oude Dag, voor dem we zo lang gespaard aan is hier geweest. Ik heb hem de buur met het geldje gegeven. Wie Driekes dat hoort, nu liet er verschrikt de schöp vallen. Nee, zette dan. Nee, Annemieke, zo is dat toch niet geweest. Du bist de nuurzelste vrouwmis van Jans Haren en Kerkenven. De oude Dag, wo ich van gesproken heb, is toch geen Mensch. Ich meine damit unsere oude Dag, die Jahre, wenn wir Verabständige und Verschlierte sind, da wir moeten versparen und beneden houden. Ja, lieve Driekes, zei Annemieke, und wöge sich mit der Tümpf van der Scholk de Trone af. Waarom hast du mich dat nicht eerder gesagt?